Willkommen in Rachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Mein Name ist Laura Meyer. Ich bin 32 Jahre alt, in Bern aufgewachsen und heute Partnerin im Bereich Mergers und Akquisitions bei einer Investmentboutique in Zürich. Man beschreibt mich als ruhig, hartnäckig und manchmal unbequem, besonders wenn es um Transparenz in komplexen Transaktionen geht. Ich habe früh gelernt, dass in der Schweiz vieles leise geschieht. Entscheidungen fallen in Sitzungszimmer ohne Publikum, nicht auf Titelseiten. Mein Verhältnis zu meinem Vater war immer eng, aber nie einfach. Er ist Immobilienunternehmer, ein Mann, der mit wenigen Sätzen ganz Projekt in Bewegung setzen kann. Für ihn waren Regeln oft Verhandlungsmasse, für mich Orientierung. Wir haben darüber mehr als einmal gestritten. An jenem Abend im Kunsthaus Zürich trugen die Kellner schwarze Handschuhe und die Gespräche klangen wie gedämpftes Porzellan. Die Stiftung präsentiert die neue Kunstankäufe, irgendwo im Hintergrund spielt ein Streichquartett. Es war die Art von Benefizgala bei den Spenden und Netzwerke denselben Wert haben. Mein Vater stand neben mir, den Blick auf die Menge gerichtet. Ich sah sein Spiegelbild in der Glasfassade, die Schulter etwas steifer als sonst. Laura, sagt er leise, ohne mich anzusehen, heute Abend ist wichtig. Bitte halte dich zurück. Ich zog eine Augenbraue hoch. Seit wann muss man dich bei einem Empfang schützen? Er atmete kurz durch. Es geht nicht um mich. Mein neuer Partner ist hier. Ein Mann, dem praktisch halb Zürich gehört. Wir können uns keinen Fehltritt leisten. Seine Stimme hat den Unterton, eine Mischung aus Bewunderung und Sorge, die ich nur selten bei ihm hörte. Seit wann arbeitest du mit Leuten, die man nicht beim Namen nennen darf, fragte ich. Er zögerte. Er stellt sich dir vor, wenn der Moment passt, dann fügt er hinzu, aber bitte keine kritischen Fragen, keine Bemerkungen über Compliance oder Risiko. Heute nicht. Ich schwieg. Gerade das, worin ich beruflich gut war, sollte ich ignorieren. In meinem Alltag prüfte ich Strukturen, kontrollierte Beteiligungen in Zug, Genf, Luxemburg. Ich war daran gewöhnt, Dinge zu hinterfragen, die alle anderen einfach unterschrieben. Während ich ein Glas Champagner annahm, wanderte mein Blick durch den Saal. Bankiers aus Zürich, Anwälte aus Zug, Vermögensverwalter, deren Familie seit Generationen dieselbe Villa am Zürichsee bewohnten. Und dann sah ich ihn. Er stand etwas abseits, umgeben von 2 Männern in dunklen Anzügen, die eher nach Berater als nach Freunden aussahen. Er sprach ruhig, aber seine Körpersprache war präzise, kontrolliert. Nichts an ihm wirkte laut, und doch schien sich der Raum um ihn herum zu sortieren. Die Hand meines Vaters an meinem Arm wurde fester. Das ist er, murmelte er. Bitte, Laura, blamiere uns nicht, er nannte keinen Namen. Ich spürte, wie sich eine alte Unruhe meldet. Das Schweigen, die Andeutung von Macht ohne klare Konturen kam mir vertraut vor. Erinnerungen an frühere Diskussionen mit meinem Vater tauchten auf, an Geschäfte, über die er nie vollständig sprechen wollte. Ich beschloss, den Abend zu beobachten, statt zu provozieren. Doch je länger ich sah, wie sich die Menschen um den gruppierten, desto klarer wurde mir, dass er nicht nur ein weiterer reicher Investor war. Er war jemand, der daran gewöhnt war, dass sich andere nach ihm richten. Damals ahnte ich noch nicht, dass derselbe mir 3 Tage später in meinem Zürcher Boardroom stehen, meinen Namen an der Tür lesen und vor allen Anwesenden die Fassung verlieren würde. Später am Abend standen die meisten Gäste im Foyer, der Raum war voller leiser Gespräche. Zwischen Skulpturen und Glaswänden wurden Visitenkarten so unauffällig getauscht, als wären sie Einladungen zum Kaffee. Mein Vater bewegt sich plötzlich sicherer, als hätte er seine anfängliche Nervosität abgelegt. »Komm«, sagte er, »ich muss noch mit dem Stiftungspräsidenten sprechen.« Er führte mich durch die Menge, stellte mich vor, lobte meine Arbeit im Zürcher Finanzzentrum, allerdings ohne jeden Namen meines Arbeitgebers zu nennen. Diskretion war für ihn Gewohnheit, für mich Beruf. Während er redete, beobachtete ich den Mann von vorhin. Er hat den Platz gewechselt und stand nun nahe der Bar.
Niemand stellte ihn offiziell vor und doch schien jeder zu wissen, wer er war. Menschen näherten sich, warteten einen Moment, bis er seiner Berater den Blick freigab, dann folgt ein kurzer, konzentrierter Austausch. Danach zogen sie sich zurück, als hätte sie mehr erhalten als nur einen Händedruck. Ich lehnte mich leicht zu meinem Vater. Ist das die neue Definition von Transparenz? Ein Partner, dessen Namen man nur flüstert? Er lächelte dünn. In deinem Job mag Transparenz ein Prinzip sein. In meinen ist sie manchmal eine Verhandlungsoption. Bevor ich etwas erwidern konnte, vibrierte mein Handy. Eine Nachricht meiner Assistentin, Stern, Call vom Managing Partner. Wichtige neue Transaktion. Bitte morgen früh um 8:30 Uhr im Office, Stern kein weiterer Kontext, nur 3 Zeilen, die deutlich machten, dass etwas Grösseres anstand. Ich steckte das Telefon weg. Bei uns zeichnet sich wohl ein neues Mandat ab, sagte ich. Grösserer Deal nehme ich an. Mein Vater nickt abwesend, als hätte er mit genau der Nachricht gerechnet. Zürich schläft nie, murmelte er. Kurz darauf wurde das Licht gedimmt. Der Direktor des Kunsthauses bedankt sich für Spenden, die Namen der grössten Beiträge erschienen diskret auf einer Leinwand. Ich sah den Namen des Unternehmens meines Vaters, daneben mehrere Stiftungen, die mir nur vag bekannt vorkamen und ein Holding-Auszug, deren Bezeichnung ich kannte, ohne sie genau zuordnen zu können. Helvetia Urban Partners AG. Der Name löscht ein kaum greifbares Unbehagen in mir aus, wie eine Akte, die man schon einmal geöffnet, aber nicht zu Ende gelesen hat. Ich runzelte die Stirn. Arbeitet ihr mit der Holding zusammen? Fragte ich leise. Mein Vater folgte meinem Blick, dann schüttelte er minimal den Kopf. Heute Abend nicht, sagte er. Lass die Arbeit kurz Arbeit sein, seine Antwort war keine. Als das Programm endete, löscht sich die Menge wieder auf. Einige Gäste verabschiedeten sich früh, andere steuerten gezielt auf den Mann an der Bar zu. Ich war im Begriff, meinen Mantel zu holen, als ich spürte, wie sich jemand neben mich stellte. Frau Meier, fragt eine ruhige Stimme. Ein älterer Banker aus Zürich, den ich aus einem früheren Projekt kannte, lächelt höflich. Man hört, dass Ihre Boutique nächste Woche eine sehr interessante Transaktion präsentiert. Gratulation im Voraus. Ich blinzelte. So schnell verbreitet sich Gerücht? Er lachte leise. In der Stadt verbreitet sich nur, was sich verbreiten soll. Sein Blick glitt kurz zu dem Mann an der Bar, besonders, wenn gewisse Leute im Hintergrund mitlesen. Ich folgte seinem Blick und hatte für einen Moment das Gefühl, der Mann, der angebliche Partner meines Vaters, sehe direkt zu mir herüber. Es war kein offenes Starren, eher ein sachliches Registrieren. Als ob er sich eine Notiz machte. Auf dem Heimweg im leisen Ratter der S-Bahn zurück an den Zürichsee ging mir der Abend nicht aus dem Kopf. Die unausgesprochene Furcht meines Vaters, der Name der Zuger Holding, der Blick des Mannes. Am nächsten Morgen um 8:30 Uhr würde ich im Boardroom sitzen und erfahren, welche Transaktion unser Haus so plötzlich beschäftigt. Zu dem Zeitpunkt hielt ich es für Zufall. Heute weiss ich, dass in der Nacht bereits entschieden war, wer in dem Spiel die Regeln festlegt und wer sie brechen würde. Am nächsten Morgen roch unser Büro in der Zürcher Innenstadt nach frisch gemahlenem Kaffee und nassem Asphalt. Ein kurzer Sommerregen hat die Bahnhofstrasse glänzend zurückgelassen, als ich das Gebäude betrat. Im Lift zum 5. Stock ging ich innerlich die offenen Projekte durch, bereit für eine übliche Montagsflut an Mails. Um 8:30 Uhr waren alle Partner im Boardroom. Die Glasfront zeigte auf den ruhigen Innenhof, die Bildschirme waren bereits eingeschaltet. Unser Managing Partner Markus Heller stand am Kopf des Tisches, die Hände auf eine dünne, schwarze Mappe gestützt. Guten Morgen zusammen, begann er. Wir haben kurzfristig ein Mandat erhalten, das für unsere Boutique strategisch entscheidend sein kann. Eine Transaktion in der Grössenordnung von rund 400 Millionen Franken erließ den Blick durch den Raum wandern. Laura, Sie werden die Leitung übernehmen. Vor mir lag eine Mappe mit der Aufschrift Sternprojekt Aurora Stern. Ich schlug sie auf.
Auf der ersten Seite ein strukturiertes Termsheet, dann eine grafische Darstellung von der geplanten Fusion. Unser Klient war ein etabliertes Immobilienunternehmen mit soliden Beständen in der Region Zürich-Zug. Die Gegenpartei ein Holding mit Sitz in Zug. Helvetia Urban Partners AG. Der Name traf mich wie ein Echo des Vorabends. Ich blätterte weiter. Die Struktur war erstaunlich schlank, die Geldflüsse klar, die Historie der Gesellschaft fast makellos. Zu makellos. Keine erkennbaren Altlasten, keine Streitigkeiten, keine ungewöhnlichen Transaktionen, nur aufgeräumte Jahresabschlüsse in sauberem Layout. Die Due Diligence wird fokussiert, aber zügig laufen, sagt Heller. Die Gegenpartei ist es gewohnt, diskret zu arbeiten. Wir wollen diesen Deal nicht verlieren. Ich hob den Blick. Wer ist wirtschaftlich Berechtigter der Helvetia Urban Partners, fragte ich. Im Dossier steht nur Struktur folgt separat. Heller verzog kurz den Mund. Die Beneficiallohnstruktur ist komplex, mit mehreren Family Office verknüpft. Wir erhalten Details noch diese Woche. Für den Moment reicht, dass sämtliche KYC-Prüfungen auf der Bankenseite bereits erfolgt sind. Es war eine Antwort, die formal korrekt und praktisch unbefriedigend war. Wer führt die Verhandlungen auf Gegenseite, fragte ich weiter. Ein Vertreter des Family Office, sagte Heller. Ein erfahrener Investor, sehr diskret. Sie werden ihn am Dienstag kennenlernen, er macht eine kurze Pause. Bitte konzentrieren Sie sich auf die Bewertung, den Businessplan und die Kovenanz. Keine theoretischen Grundsatzdiskussionen über Moral und Märkte. Die Parteien sind sich einig, dass sie abschliessen wollen. Ein leises Lachen ging durch den Raum. Ich lächelte nicht. Die Kombination aus Helvetia Urban Partners, einem vermögenden, anonymen Investor und der Dringlichkeit meines Vaters vom Vorabend war schwer zu ignorieren. Zurück an meinen Platz begann ich, die Unterlagen in Ruhe zu lesen. Bestände, Cashflows, geplante Projektentwicklungen, alles wirkt sorgfältig kalkuliert. Und doch hatte ich das Gefühl, als wäre zwischen den Zahlen eine Schicht verschwiegen worden, dünn, aber konsequent. Als ich die Liste der bestehenden Finanzierungen prüfte, fiel mir eine Lücke auf. Eine wesentliche Kreditlinie war nur als private Fazilität bezeichnet, ohne bankübliche Details. Keine klar benannte Gegenpartei, nur ein Kürzel und ein Verweis auf eine separate Vereinbarung, die zur Einsicht beim Management liege. Ich lehnte mich zurück und sah durch die Glaswand auf die Kolleginnen und Kollegen im Grossraumbüro. Für sie war Projekt Aurora eine grosse Chance. Für mich begann es wie Déjà-vu auszusehen. In meinem Kalender war bereits ein Termin für Dienstagmorgen eingetragen. Erstes Treffen mit Gegenpartei Boardroom 3. Ich starrte auf den Eintrag, als könnte er mir mehr verraten, als dort stand. Noch wusste ich nicht, dass der Mann, der dort erscheinen würde, mein berufliches Gedächtnis und meine private Loyalität in einem einzigen Moment aufeinanderprallen lassen würde. Der Dienstag begann ruhig. Zu ruhig, dachte ich, als ich kurz vor 9 Uhr den Flur entlang ging. Der Teppich vor den Boardrooms dämpfte jeden Schritt, die Pendenzen auf meinem Handy wirkten plötzlich nebensächlich. Vor Boardroom 3 blieb ich stehen. Auf der Glastür stand schlicht Aurora Verhandlungssitzung. Darunter kleiner Leitung Elmir. Im Raum warteten bereits Markus Heller, 2 weitere Partner und unser Senior Legal Counsel. Auf der Gegenseite waren nur 2 Stühle besetzt, von Anwälten einer grossen Zürcher Kanzlei, die ich vom See kannte. Dazwischen blieb ein Platz frei, am Kopf der Gegenseite, als wäre er bewusst markiert. Die Gegenpartei verspätet sich ein paar Minuten, sagt einer der Anwälte knapp. Verkehrauszug. Ich setzte mich, ordnete meine Unterlagen und versuchte, mich auf Zahlen zu konzentrieren, Kaufpreisstruktur, Kovenanz, Closing-Bedingungen. Doch irgendwo im Hinterkopf blieb der Gedanke, wenn mein Vater wirklich mit der Holding verbandelt war, dann würde sich das spätestens heute zeigen. Die Frage war nur, wie. Die Tür öffnet sich leise. Zuerst trat ein jüngerer Mann ein, offenbar Assistent, der eine Mappe trug.
Hinter ihm kam er. Ich erkannte ihn sofort, noch bevor ich den Kopf ganz gehoben hatte. Der Mann vom Galaabend. Der Mann, um den sich die Menge gruppiert hat, ohne dass jemand seinen Namen laut aussprach. Er blieb für den Bruchteil einer Sekunde im Türrahmen stehen, der Blick glitt durch den Raum, professionell, prüfend. Dann fiel sein Blick auf die Glastür hinter uns auf die dezent angebrachte Beschriftung mit meinem Namen. Ich sah, wie seine Augen sich minimal verengten. Er trat vor, reichte Markus Heller die Hand. »Guten Morgen. Danke, dass Sie das so kurzfristig einrichten konnten.« Seine Stimme war ruhig, kontrolliert. Kein Hinweis auf Eile oder Nervosität. Dann drehte er sich in meine Richtung. Der Anwalt neben ihm setzt an. »Darf ich vorstellen, Herr?« Der Mann hob die Hand, um ihn zu stoppen. Seine Aufmerksamkeit lag nun vollständig auf mir. »Wir kennen uns«, sagte er langsam. Zumindest indirekt. Ich erwiderte seinen Blick. »Laura Meier«, sagte ich. Verantwortlich für die Transaktion auf unserer Seite, ich stand nicht auf, es war ein Reflex, der mir selbst auffiel. Ich hatte ihn nicht eingeladen, über mir zu stehen. Ein kurzer, stummer Moment. Irgendetwas arbeitete hinter seiner Stirn, als würde er eine lang gespeicherte Erinnerung prüfen. Dann sah er zu Markus Heller. »Frau, mir leitet das Mandat.« »Richtig«, sagte Heller. »Sie ist unsere zuständige Partnerin.« Die Veränderung war minimal, aber deutlich. Seine Haltung blieb aufrecht, doch eine Spannung trat in seine Schultern, zuvor nicht da gewesen war. Er legte die Hand auf den Rücken eines Stuhls, zog ihn aber nicht heran. Dann, sagte er leise, haben wir ein Problem. Die Anwälte wechselten irritierte Blicke. Herr, begann der eine, doch der Mann ignorierte ihn. Ich verhandle nicht mit dem Haus, wenn Frau Meier in der Leitung bleibt, fuhr er fort, nun lauter. Es war keine Bedingung, die ich für nötig hielt zu erwähnen, weil ich nicht damit gerechnet habe, ihrem Namen wieder zu begegnen. Es wurde still. Heller richtet sich auf. Darf ich fragen, weshalb? Frau Meier ist eine unserer erfahrensten Partnerinnen. Man sah nicht ihn an, sondern mich. Weil sie vor einigen Jahren in Genf eine Struktur blockiert hat, die in allen relevanten Jurisdiktionen geprüft und akzeptiert war. Ihr interner Vermerk hat einen Fehler in einem System behauptet, das keinen Fehler hat. Die Folgen waren erheblich. Die Erinnerung traf mich, klarer als mir lieb war, ein Fall in einem Genfer Privatbankhaus, ein komplexes Konstrukt, ein Memo von mir, das intern mehr auslöste, als ich damals ahnte. Kein Skandal, kein Prozess, aber ein abgebrochener Deal und ein Name, der in den Akten geschwärzt blieb. Sie waren wirtschaftlich berechtigt, sagte ich leise. Sein Blick bestätigte es, ohne dass er den Satz wiederholte. Ich arbeite nicht noch einmal mit jemandem, der Prinzipien über Verlässlichkeit stellt, sagt er. Wenn Frau Meier bleibt, ist Aurora für uns erledigt. Die Luft im Raum schien dichter zu werden. Heller verschränkte langsam die Hände. Das ist eine weitreichende Forderung. Wir sind nicht gewohnt, Personalentscheidungen auf Wunsch einer Gegenpartei zu treffen. Dann gewöhnen Sie sich besser daran, entgegnete er. Noch immer keine laute Stimme, aber ein Ton, an den man sich erinnerte. Sie wissen, wie viele Alternativen es in diesem Markt gibt. Ich sah kurz auf die Mappe vor mir, dann wieder zu ihm. In dem Moment war völlig klar, es ging nicht nur um einen Deal. Es ging um eine Rechnung, die er aus der Vergangenheit offen sah. Vielleicht, sagte ich ruhig, sollten wir eine kurze Pause einlegen, ich wandte mich an Heller. Damit sie intern besprechen können, wie sie mit dieser Art Bedingung umgehen wollen. Heller nickt knapp. 10 Minuten Pause, sagte er. Wir melden uns. Als ich den Raum verließ, spürte ich seinen Blick in meinen Rücken. Es war kein offener Angriff, er ein präzise Abwägen eines Spielers, der glaubte, den ersten Zug gemacht zu haben. Im Flur vibrierte mein Handy. Eine Nachricht von meinem Vater, Stern, ruf mich sofort an, wenn du kannst. Es geht um Aurora, Stern.
Da wurde mir klar, dass die eigentliche Verhandlung nicht im Boardroom beginnen würde, sondern weit früher zwischen Bern, Zug und den Erinnerungen an Genf. Die Nachricht meines Vaters brannte noch auf dem Display, als ich allein im kleinen Besprechungsraum neben dem Boardroom stand. Es geht um Aurora, er hätte ebenso gut schreiben können. Es geht um uns, ich legte das Handy neben mich, atmete tief durch und zum ersten Mal seit Jahren drängt sich eine Erinnerung nach vorn, die ich so lang wie möglich in einer inneren Schublade gelassen hat. 10 Jahre zuvor, Genf. Damals war ich 22, frisch von der Universität, Praktikantin in der Compliance-Abteilung eines Genfer Privatbankhauses. Der Blick aus meinem Büro ging nicht auf den See, sondern auf einen engen Innenhof in dem Lieferwagen parkte. Die glamourösen Vorstellungen von Privatbanking verschwanden schnell, übrig blieben Akten, Checklisten und Menschen, die sich Mühe gaben, das Richtige zu tun oder zumindest das, was als vertretbar galt. An einem Montagmorgen legte mir mein Vorgesetzter ein neues Dossier auf den Tisch. Nur eine Routineprüfung, sagte er. Struktur für einen bedeutenden Neukunden. Politisch unauffällig, wirtschaftlich sehr interessant. Bitte keine Doktorarbeit daraus machen. Ich nickt. Auf dem Deckblatt der Name einer Zweckgesellschaft in Luxemburg, dahinter mehrere Holdings in Zug und Liechtenstein. Nichts Ungewöhnliches für diesen Bereich. Doch je tiefer ich las, desto weniger gefiel mir die Klarheit, mit der alles präsentiert wurde. Es war, als hätte jemand ein Bild sauber retuschiert. Die Herkunft der Vermögenswerte war offiziell unternehmerische Tätigkeit in Europa unterlegt mit Gutachten und 2 Legal Opinions. Aber in der Transaktionsliste tauchten wiederholt Zahlungen aus Projekten auf, die merkwürdig parallel zu öffentlichen Aufträgen in verschiedenen Ländern liefen. Immer knapp daneben, nie direkt verknüpft, aber zeitlich und betragsmäßig auffällig. Ich verbrachte den Tag damit, Verbindungen nachzuvollziehen, Strukturen zu skizzieren. Am Abend zeichnet sich ein Muster ab, Geldflüsse, die formal korrekt wirkten, aber wieder auf angelegt schienen, jede substanzielle Frage zu vermeiden. Kein klarer Verstoß, nur ein Geflecht von Grauzonen. Am nächsten Morgen fragte ich meinen Vorgesetzten, wer ist denn wirtschaftlich berechtigt? In den Unterlagen ist nur eine interne Codenummer angegeben. Er sah mich einen Moment zu lange an. Der Kunde ist eng mit wichtigen Krisen in der Schweiz verbunden, sagt er schließlich. Immobilien, Beteiligungen, Philanthropie. Mehr müssen Sie nicht wissen. Konzentrieren Sie sich auf die Formalitäten. Es war die Art Antwort, die mich erst recht misstrauisch machte. Also tat ich, was in meiner Stellenbeschreibung stand. Ich verfasste einen internen Vermerk. Nüchtern, ohne grosse Worte, aber klar in der Schlussfolgerung, die vorgelegten Informationen reichten nach meinem Eindruck nicht aus, um Reputationsrisiken auszuschliessen. Empfehlung, zusätzliche Abklärungen, insbesondere zu bestimmten Projekten und Zahlungen. Ich wusste, dass der Vermerk nicht allen gefallen würde. Ich ahnte nicht, dass er am selben Tag im obersten Stockwerk landen und dort auf einen Namen treffen würde, den ich damals noch nie gehört hatte. Am Tag darauf wurde ich ins Büro des Bereichsleiters gebeten. Der Teppich dort war dicker, der Blick auf den See frei. Er hielt meinen Vermerk in der Hand, als wäre es etwas, das man ungern berührt. Frau Meier, sagte er, Ihr Engagement ist beeindruckend. Aber Sie sind Praktikantin. Sie sehen nur einen Ausschnitt, er legt das Papier auf den Tisch. Der Kunde wurde bereits in anderen Häusern geprüft. Es gibt kein formales Hindernis. Dann können zusätzliche Abklärungen das Ja bestätigen, antwortete ich. Meine Stimme zitterte nicht, doch ich spürte, wie sich meine Hände verkrampften. Er seufzte. Sie verstehen nicht. Der Kunde hat deutlich gemacht, dass er nur mit Instituten arbeitet, die effizient sind. Ihr Vermerk hat bereits Fragen ausgelöst, die niemand stellen wollte. Wenn wir insistieren, ist der Kunde weg. Mit ihm ein Volumen, fürs andere Banken dankbar wären. Es war das erste Mal, dass mir jemand so direkt sagte, dass meine Prinzipien teuer waren. Und doch blieb ich bei meiner Empfehlung.
Nicht aus Mut, eher aus Unfähigkeit, mir vorzustellen, wie man es anders machen sollte. Der Deal kam dennoch nicht zustande. Offiziell lag es an strategischen Differenzen. Inoffiziell wusste jeder, dass mir vermerkten Ausschlag gegeben hat. Einige Kollegen mieden danach meinen Blick, andere klopften mir im Vorbeigehen unauffällig auf die Schulter. Ich war die Praktikantin, die einen grossen Kunden vergrollt hat. Wenige Wochen später, an einem Wochenende in Bern, sprach ich mit meinem Vater darüber. Er hörte zu, schwieg lang und sagte dann, du hast recht gehabt. Aber so wird man bei uns nicht erfolgreich, er lächelte, doch es war kein warmes Lächeln. Manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen. Er erwähnte nie, dass er den Namen des Kunden kannte. Ich wusste nicht, dass er Jahre später selbst abhängig von dessen Strukturen sein würde. Erst viel später, als ich bereits in Zürich arbeitete, stieß ich zufällig in einem internen Schulungsdokument auf eine Liste von Fällen, die als Beispiele für komplexe Reputationsrisiken dienten. Einer davon war anonymisiert, aber die Beschreibung passt exakt. Neben dem Eintrag stand ein Name, halb verdeckt von der Spiralbindung. Ich hob den Rand des Papiers leicht an und las ihn vollständig. Es war derselbe Name, den ich gestern Abend im Kunsthaus Zürich gehört hatte, als sich die Gäste im Foyer unauffällig um einen Mann an der Bar gruppierten. Der Mann, der jetzt in meinem Boardroom meine Entfernung forderte. Ich sah auf die Nachricht meines Vaters, die immer noch auf dem Bildschirm leuchtet. Es geht um Aurora, damals in Genf hätte ich geglaubt, es gehe nur um einen Fall. Heute wusste ich, es ging um eine Linie, die ich gezogen hatte und die andere längst überschritten hatte. Ich rief meinen Vater zurück, noch bevor ich in mein Büro zurückging. Die Verbindung war nach 2 Signalen da. Laura, sagte er ohne Begrüßung, bist du noch im Haus? Ja, antwortete ich. Und bevor du fragst, ja, ich habe gerade mit dem Partner im Boardroom gesessen. Es entstand eine kurze, schwere Stille. Ich hörte ein leises Klirren, als hätte er ein Glas zu hart auf den Tisch gestellt. Also ist er persönlich erschienen, murmelte er. Das ging schneller als gedacht. Er ist nicht einfach erschienen, sagte ich. Er hat verlangt, dass ich von der Transaktion abgesogen werde. Mit direkter Bezugnahme auf Genf. Mein Vater atmete hörbar aus. Dann weisst du, worum es geht. Laura, hör zu, dieser Deal ist für ihn wichtig, aber für uns ist er überlebenswichtig. Wenn Aurora scheitert, reden wir nicht von einer verpassten Chance, sondern von einem Bruch. Verstehst du? Uns frag dich ruhig. Sprichst du von deinem Unternehmen oder von etwas, das ich noch nicht in den Unterlagen gesehen habe? Er schwieg länger, als es nötig gewesen wäre. Es gibt Verflechtungen, sagte er schließlich. Nichts Illegales. Aber empfindlich. Die Helvetia Urban Partners hält Beteiligungen an Projekten, in denen meine Firma tief drin ist. Und es gibt Finanzierungen, die nur funktionieren, wenn diese Fusion zustande kommt. Die private Fazilität in den Unterlagen fragte ich. Ohne Bank, ohne Details. Ich hörte, wie er leise fluchte. Du hast sie schon gefunden. Natürlich. Laura, ich bitte dich, nimm dich aus dem Mandat raus. Sag, du bist befangen. Sag, du hast mit mir über die Gegenseite gesprochen. Irgendetwas. Hauptsache, du verschwindest aus dem Raum. Damit er in Ruhe verhandeln kann, entgegnete ich. Und du in Ruhe alles unterschreibst, was nötig ist, um dich über Wasser zu halten. Er hob die Stimme, was er selten tat. Damit wir nicht untergehen. Du weisst nicht, wie knapp es geworden ist. Die Banken sind nicht mehr so geduldig wie früher. Wenn diese Struktur zusammenbricht, ist mein Name nicht mehr auf Stiftungslisten, sondern in Akten, die du sehr gut kennst. Ich sah auf die Glaswand vor mir, hinter den Kolleginnen vorbeigingen, ahnungslos. Dann ist es umso wichtiger, dass ich bleibe, sagte ich leise. Nicht um dir zu schaden, sondern damit jemand im Raum ist, der nicht nur auf kurzfristige Rettung schaut. Du nennst es Rettung, ich nenne es Verantwortung für deine Familie, erwiderte er.
Denk an deine Mutter, an alles, was wir aufgebaut haben. Ich denke genau daran, sag dich. Und vielleicht auch an die Menschen, die Wohnungen in deinen Projekten kaufen, weil sie glauben, dass die Basis solide ist. Er schwieg. Als er widersprach, war seine Stimme müde. Du hast damals in Genf einen Strich gezogen und glaubt, die Geschichte sei zu Ende. Sie war es nicht. Sie ist weitergegangen, nur ohne dich. Jetzt stehst du wieder an derselben Linie. Wenn du sie noch einmal ziehst, kannst du nicht erwarten, dass alles bleibt, wie es ist. Das tue ich auch nicht, sag dich. Aber es erwarte ich, dass wir nicht so tun, als wäre nichts. Ich kann es jetzt nicht am Telefon klären, murmelte er. Es werden heute noch Unterlagen in dein Haus eintreffen. Sie werden dir die Dimension zeigen. Und vielleicht wirst du danach anders entscheiden. Bevor ich nachfragen konnte, legte er auf. Am späten Nachmittag brachte unsere interne Post einen dicken braunen Umschlag, adressiert an mich persönlich, ohne Absender. Die Empfangsmitarbeiterin kommentierte nur, wurde direkt am Schalter abgegeben. In meinem Büro öffnete ich ihn vorsichtig. Innen lagen Kopien von Kreditverträgen, Sicherungsvereinbarungen, Auszüge aus dem Handelsregister. Ganz oben eine kurze, maschinengeschriebene Notiz ohne Unterschrift. Stern, falls Sie glauben, Aurora sei nur ein normaler Deal, Stern. Ich begann zu lesen. Die private Fazilität war detailliert aufgeführt, ein signifikanter Kredit, eingeräumt durch eine Zweckgesellschaft, die eindeutig den Helvetia Urban Partners zugeordnet werden konnte. Als Sicherheiten, mehrere Projekte meines Vaters und persönliche Bürgschaften. Mein Blick blieb an einer Passage hängen. In einem Nachtrag stand, dass bei Scheitern der geplanten Struktur weitere Schritte nicht ausgeschlossen seien, einschliesslich des Verkaufs von Beteiligungen an institutionelle Investoren ohne Rücksicht auf bestehende lokale Partnerschaften. In nüchterner Sprache bedeutet das, wenn Aurora nicht zustande kam, konnte man meinen Vater nicht nur finanziell, sondern auch reputativ unter Druck setzen. Auf einer der letzten Seiten tauchte der Name meines Vaters direkt neben dem Namen des Mannes auf, der heute Morgen im Boardroom gestanden hat. 2 Unterschriften sauber gesetzt, als Beleg dafür, dass beide das Verhältnis freiwillig eingegangen waren. Ich legte die Papiere zur Seite und trat ans Fenster. Draussen spiegelt sich die Stadt im Glas, ruhig geordnet. Von hier aus war nicht zu erkennen, wer wem etwas schuldet. Es war kein klassischer Skandal, kein Schlagziel. Es war ein Geflecht aus Abhängigkeiten, wie es in der Schweiz oft existiert, leise, effizient, schwer zu greifen. Und mittendrin mit Vater, der mich bat, wegzusehen, damit er sich retten konnte. Ich wusste, dass ich am nächsten Tag wieder im Boardroom sitzen würde. Die Gegenseite würde ihre Forderung wiederholen, vielleicht noch deutlicher. Mein eigenes Haus würde eine Entscheidung brauchen. Und mein Vater würde nicht der Einzige sein, der Druck machte. Zum ersten Mal fragte ich mich ernsthaft, ob es einen Weg gab, der weder seine Existenz zerstört noch meine Prinzipien. Und ob es jemanden gab, der bereit war, diesen Weg mitzugehen. Als ich die Unterlagen wieder zusammensortierte, fiel mir auf, dass eine Seite anders wirkt als die andere. Ein kurzer Hinweis in kleiner Schrift am Rand, fast übersehen. Stern, Kopie der Akte liegt bei einer dritten Partei, Stern. In dem Moment wurde mir klar, dass der Druckauszug nicht nur aus Zahlen bestand. Jemand hat entschieden, dass zur Sicherheit mehr als Geld nötig war. Jemand hat begonnen, Beweise zu sammeln. Am nächsten Morgen lag der braune Umschlag wie ein fremder Gegenstand auf meinem Schreibtisch. Ich hatte die Unterlagen gelesen, sortiert, wieder weggelegt, doch sie schienen den Raum zu füllen, selbst wenn sie in der Schublade lagen. Es war, als hätte jemand eine zusätzliche Dimension in mein Verständnis dieses Deals gezogen. Nicht nur Zahlen und Strukturen, sondern implizite Drohungen. Kurz nach 9 bat mich Markus Heller in sein Büro. Er stand am Fenster, die Arme verschränkt, als ich eintrat. Auf seinem Tisch lag eine dünne Mappe, die ich sofort erkannte, mein Genfer Vermerk von damals, ausgerückt mit einem gelben Post-it versehen.
Unser Gast von gestern, begann er, ohne sich umzudrehen, hat uns eine interessante Zusammenstellung zukommen lassen. Offenbar waren sie schon früher in seinen Geschäften engagiert. Ich setzte mich. Ich habe damals meine Aufgabe erfüllt, sagte ich. Nicht mehr und nicht weniger. Er dreht sich um. Das bestreitet niemand. Aber aus seiner Sicht haben sie einen strategisch wichtigen Deal blockiert. Er hat sehr klar formuliert, dass er keine Wiederholung wünscht. Und sie fragt ich. Wünschen Sie, dass wir Deals abschliessen, bei denen die interne Leitung nachweislich Bedenken hat? Er sah mich nachdenklich an. Laura, wir sind nicht Genf. Wir sind eine Boutique in Zürich mit begrenzten Ressourcen und wenigen Chancen auf Transaktionen der Grössenordnung. Wenn wir Aurora verlieren, wird es Konsequenzen haben für alle. Ich schwieg einen Moment. Ich habe die Struktur der Helvetia Urban Partners geprüft, sagte ich da. Die offizielle Seite ist sauber. Aber die Kreditfazilität, die über die Zweckgesellschaft läuft, ist problematisch. Sie bindet meinen Vater persönlich. Wenn es schief geht, steht er nicht nur wirtschaftlich, sondern reputativ im Feuer. Heller verzog das Gesicht. Ihr Vater hätte sie früher informieren sollen, murmelte er. Aber es ändert nichts am Mandat. Die Frage ist, können Sie es führen, ohne befangen zu sein? Ich bin befangen, antwortete ich. In dem Sinne, dass ich mehr weiss als vorher. Aber genau deshalb will ich nicht raus. Wenn ich jetzt gehe, sitzt niemand am Tisch, der die Verflechtungen kennt. Er schüttelte langsam den Kopf. Die Gegenseite hat deutlich gemacht, dass sie ihren Verbleib nicht akzeptiert. Unsere anderen Partner fragen, ob wir uns einen persönlichen Konflikt mit einem Investor des Kalibers leisten können. Ich stehe zwischen den Stühlen. Und sie hoffen, dass ich ihnen die Entscheidung abnehme, sagte ich ruhig. Dass ich vom Mandat zurücktrete, damit sie sagen können, es sei meine Wahl gewesen. Er sah mich einen langen Moment an. Wenn sie dabei bleiben, wird der Druck zunehmen. Nicht nur von der Gegenseite. Auch international. Wir werden jede Formulierung, jeden Hinweis auf Risiko diskutieren müssen, als wäre es ein Grundsatzpapier. Sind Sie bereit dazu? Ich dachte an den braunen Umschlag, an die Bürgschaften meines Vaters, an die kleine Zelle am Rand, Kopie bei einer dritten Partei. Ich bin bereit, sauber zu formulieren, sagte ich. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Heller seufzte. Gut. Dann bleiben Sie vorerst in der Leitung. Aber ich erwarte, dass Ihre Berichte sich auf Fakten beschränken. Keine Spekulationen, keine Interpretation, die über das Notwendige hinausgeht. Es war ein seltsamer Kompromiss, ich dürfte bleiben, solange ich nicht sagte, was zu viel war. Den Rest des Tages verbrachte ich mit dem Risikomemo. Ich beschrieb die Struktur der Kreditfazilität, die Abhängigkeit einzelner Projekte von der Fusion, die Möglichkeit eines geordneten Szenarios und eines ungeordneten. Keine Adjektive, keine Wertungen, nur Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem wusste ich, dass jedes Wort Gewicht hat. Am frühen Abend stand ich mit einer Kollegin in der Kaffeeküche. Sie war sonst unkompliziert, jemand, der über Zahlenwitz lachte und das nüchtern sah. Heute war sie zurückhaltender. Man sagt, du kennst den Investor von früher, meint sie vorsichtig. Und dass der Vater irgendwie involviert ist. Man sagt vieles, antwortete ich. Was glaubst du? Sie sah mich an, als wolle sie abwägen, wie ehrlich sie sein dürfte. Ich glaube, dass es für uns alle besser wäre, wenn Aurora zustande kommt. Und dass du diejenige bist, die das Dossier am besten versteht, sie macht eine kurze Pause. Ich hoffe nur, dass du nicht irgendwann entscheiden musst, was dir wichtiger ist. Du meinst Familie oder Reputation unseres Hauses, fragte ich. Ich meine, sagt sie leise, deine eigene. Später, als ich meinen Computer herunterfuhr, blinkt eine neue Mail im Posteingang auf. Absender Büro des Investors mit einem knappen Betreff. Stern Vorschlag für klärendes Gespräch Stern. Im Anhang eine Einladung für den nächsten Abend privat in seinem Haus über dem Zugersee.
Adressiert an mich. Kopie an meinen Vater. Ich starte auf die Seele mit der Adresse einer der Orte, über die man in Porträts von Unternehmern liest, ohne je eingeladen zu werden. Es war ein Angebot oder eine Aufforderung, das Netz aus Schulden und Schwägen nicht nur auf Papier, sondern direkt vor Ort zu betrachten. Ich wusste, dass ich hingehen würde. Nicht, weil ich glaubte, dort eine einfache Lösung zu finden, sondern weil mir klar war, wenn ich das Gespräch verweigerte, würden andere an meiner Stelle entscheiden, wie die Geschichte erzählt wird. Der Zugersee lag dunkel, nur wenige Lichter spiegelten sich in der Fläche, als der Wagen die private Auffahrt hinaufrollte. Das Haus des Investors war weniger prunkvoll, als ich erwartet hatte, klare Linien, viel Glas, Holz, Stein. Es war die Art von Architektur, zu sagen sollte, das Reichtum hier eher strukturiert als ausgestellt wurde. Mein Vater wartete bereits am Eingang. Er trug keinen Anzug, sondern einen dunkelblauen Pullover, was ihn jünger wirken ließ und verletzlicher. »Danke, dass du gekommen bist«, sagte er leise. »Es ist besser, wenn wir das zu dritt besprechen.« »Du meinst zu zweit plus Bedingungen«, antwortete ich. Er tat so, als hätte er es nicht gehört. Im Inneren führte uns ein Assistent durch einen schmalen Flur in einen grossen Raum mit Blick auf den See. Keine Kunst an den Wänden, nur ein langes Regal mit Aktenordner und einige schlichte Fotografien von Baustellen, Rohbauten, leeren Grundstücken. Der Investor stand am Fenster, die Hände in der Hosentasche, als wir eintraten. »Frau Meyer.« »Herr Meyer«, er dreht sich um und nickte uns zu. »Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden haben. Ich blieb in der Nähe der Tür stehen.« Mein Vater trat einen Schritt weiter in den Raum, als wolle er signalisieren, dass er bereits auf halbem Weg war. »Wir wissen Ihre Einladung zu schätzen«, sagte er. »Es ist wichtig, dass wir Missverständnisse ausräumen.« Der Investor deutet auf den Tisch. »Es geht nicht um Missverständnis«, sagte er ruhig. »Es geht um Entscheidungen.« Wir setzten uns. Zwischen uns lag nichts ausser einer Karaffe Wasser und 3 Gläser. Keine Unterlagen, kein Vertrag. Die Botschaft war klar, die Dokumente waren bereits geschrieben. Es ging jetzt um das, was man nicht protokollierte. »Sie wissen, wer ich bin«, begann er, ohne sich noch einmal vorzustellen. »Sie wissen, mit welchen Strukturen ich arbeite. Und Sie wissen, was Sie damals in Genf ausgelöst haben«, er sah mich direkt an. »Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie Ihren Job gemacht haben. Aber ich habe daraus gelernt.« »Sie haben gelernt, keine Praktikanten mitdenken zu lassen?«, fragte ich. Meine Stimme war ruhig, fast sachlich. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln huschte über sein Gesicht. Ich habe gelernt, dass ich mich nicht in Situationen begeben darf, in denen einzelne Personen den Hebel in der Hand haben. Dasselbe gilt jetzt. Aurora ist so konstruiert, dass es funktioniert. Solange niemand anfängt, Grundsatzfragen zu stellen. Mein Vater räuspert sich. Wir sind alle daran interessiert, dass die Struktur stabil bleibt, sagt er. Laura kann im Rahmen ihrer Funktion. Ihre Tochter unterbrach in den Investor, hat bewiesen, dass sie nicht nur Rahmenbedingungen ausfüllt. Sie zieht Linien. Das ist an sich respektabel. Aber es ist für mich ein Risiko. Die Stille im Raum wurde dichter. Draussen bewegt sich ein Boot über den See, sein Licht ein kleiner Punkt im Dunkel. »Was schlägt sie vor?«, fragte ich schließlich. Er legte die Fingerspitzen aneinander. »Ich schlage vor, dass Sie sich offiziell aus der Leitung zurückziehen. Befangenheit, wie Ihr Vater es bereits erwähnt hat. Sie bleiben im Dossier, aber an anderer Stelle ohne Entscheidkompetenz. Die Berichte, die an mich und meinen Stab gehen, werden von jemand anderem gezeichnet.« Und im Gegenzug fragte ich. Er sah kurz zu meinem Vater, dann wieder zu mir. Im Gegenzug wird Aurora umgesetzt. Die Fazilität wird in eine langfristige Finanzierung umgewandelt mit tragbaren Konditionen. Die persönlichen Bürgschaften ihres Vaters werden schrittweise reduziert. Die heiklen Sicherheiten verschwinden leise aus den Verträgen. Mein Vater beugt sich vor.
Das wäre unsere Chance, aus der Umklammerung herauszukommen, sagt er. Es ist ein Weg zurück in eine normale Risikoposition. Und falls ich bleibe, fragt dich der Investor. Falls ich die Leitung nicht abgebe? Er lehnt sich zurück. Dann wird's komplizierter. Ich habe keine Eile, Frau mehr. Ich kann warten. Wenn Aurora scheitert, werde ich meine Ansprüche durchsetzen. Auf Basis der Verträge, die ihr Vater unterschrieben hat. Vielleicht nicht laut, aber konsequent. Es war keine Drohung im klassischen Sinn. Es war die nüchterne Beschreibung einer Abfolge, die bereits vorbereitet war. Sie erwähnen meine beruflichen Entscheidungen, sagte ich. Dann wissen Sie auch, dass ich keine Berichte unterschreibe, die wesentliche Risiken ausblenden. Ob ich die Leitung habe oder nicht. Ich erwarte nicht, dass Sie lügen, entgegnete er. Ich erwarte, dass Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Die Welt ist nicht sauber, Frau Meyer, aber sie ist steuerbar. Man muss nur wissen, welche Risiken man benennt und welche man auf eine andere Ebene verlagert. Mein Vater sah zwischen uns hin und her. Laura, sagte er leise, du musst nicht zustimmen. Aber du musst auch nicht alles verhindern. Es gibt einen Mittelweg. Der Mittelweg, antwortete ich, hat in dem Fall schon zu einigen unterschriebenen Bürgschaften geführt. Er presste die Lippen zusammen. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich versuche, sie zu korrigieren. Ohne, dass alles einstürzt. Der Investor schwieg eine Weile. Dann sprach er mit einer Ruhe, die mir unangenehmer war als jede Erregung. Ich mache Ihnen ein zweites Angebot, Frau Meyer. Persönlich. Wenn Sie sich offiziell aus der Dealleitung zurückziehen, erhalten Sie eine Beteiligung an einem der Nachfolgeprojekten von Aurora. Saubere Struktur, transparent, mit Ihrem Namen in den Unterlagen. Keine versteckte Kompensation, sondern ein Zeichen, dass wir in Zukunft professionell zusammenarbeiten können. Sie kaufen kein Schweigen, sagte ich. Ich kaufe keine Worte, korrigierte er. Ich kaufe Zeit und Planbarkeit. Ich spürte, wie mein Vater den Atem anhielt. Für ihn stand mehr als eine Beteiligung im Raum, für ihn war es ein Versprechen, dass der man ihn nicht einfach fallen ließ. Sie haben Akten kopiert, sagte ich leise. Von den Bürgschaften, von den Fazilitäten. Sie haben vermerkt, dass eine dritte Partei sie hält. Warum? Zum ersten Mal wirkte er einen Moment lang überrascht. Dann nickte er langsam. Weil ich sicherstellen musste, dass niemand auf die Idee kommt, die Dokumente verschwinden zu lassen. Weder auf ihrer Seite noch auf meiner. Es ist eine Form von gegenseitiger Disziplinierung. Also haben auch sie jemanden über sich, sagte ich. Er zuckte mit den Schultern. Niemand steht hier über irgendwem. Wir halten einander nur davon ab, unüberlegt zu handeln. Der See draussen lag still. Im Raum roch es nach Holz und kaltem Kaffee. Ich sah meinen Vater an, der mich mit einem Blick bat, den er nicht in Worte fassen konnte, eine Mischung aus Angst, Hoffnung und dem Wunsch, dass ich diesmal nicht diejenige sein würde, die den Stecker zog. Ich werde heute nichts unterschreiben, sagte ich schließlich. Weder sichtbare noch unsichtbare Vereinbarungen. Der Investor nickte knapp. Das erwarte ich auch nicht. Ich erwarte nur, dass Sie wissen, welche Optionen Sie haben, bevor Sie Ihren nächsten Bericht schreiben. Mein Vater erhob sich halb. Können wir, er suchte nach einem neutralen Wort. Die Details später besprechen? Die Details liegen längst auf dem Tisch, antwortete der Investor. Was fehlt, ist eine Entscheidung. Als wir das Haus später verließen, war der See noch immer dunkel, aber die Luft wirkt schwerer. Im Wagen sprach mein Vater zuerst nicht. Dann sagte er, du musst nicht ja sagen. Aber wenn du Nein sagst, sagst du es nicht nur zu ihm. Du sagst es auch zu mir. Ich sah aus dem Fenster an den schwach beleuchteten Hängen vorbei. Es war einer der Momente, in denen man wusste, dass keine Antwort gut klingen würde. Ich werde morgen wieder im Boardroom sitzen, sagte ich. Und ich werde tun, wofür ich angestellt bin, ich machte eine kurze Pause.
Die Frage ist, ob ihr beide mit dem Leben könnt, was das bedeutet. Er antwortete nicht. In der Nacht schlief ich kaum. Zwischen den Bildern des Hauses am Zugersee und den Kopien in meinem Schreibtisch begann sich eine dritte Möglichkeit zu formen, unscharf, riskant, aber vielleicht der einzige Weg, der mich nicht zwingt, mich vollständig für eine Seite zu entscheiden. Ob sie realisierbar war, würde sich zeigen, sobald die nächste Sitzung begann. Der Zugersee lag dunkel, nur wenige Lichter spiegelten sich in der Fläche, als der Wagen die private Auffahrt hinaufrollte. Das Haus des Investors war weniger prunkvoll, als ich erwartet hätte. Klare Linien, viel Glas, Holz, Stein. Es war die Art von Architektur, zu sagen sollte, das Reichtum hier eher strukturiert als ausgestellt wurde. Mein Vater wartete bereits am Eingang. Er trug keinen Anzug, sondern einen dunkelblauen Pullover, was ihn jünger wirken ließ und verletzlicher. »Danke, dass du gekommen bist«, sagte er leise. »Es ist besser, wenn wir das zu dritt besprechen.« »Du meinst zu zweit plus Bedingungen«, antwortete ich. Er tat so, als hätte er es nicht gehört. Im Inneren führte uns ein Assistent durch einen schmalen Flur in einen grossen Raum mit Blick auf den See. Keine Kunst an den Wänden, nur ein langes Regal mit Aktenordner und einige schlichte Fotografien von Baustellen, Rohbauten, leeren Grundstücken. Der Investor stand am Fenster, die Hände in der Hosentasche, als wir eintraten. »Frau Meyer.« »Herr Meyer«, er dreht sich um und nickte uns zu. »Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden haben. Ich blieb in der Nähe der Tür stehen.« Mein Vater trat einen Schritt weiter in den Raum, als wolle er signalisieren, dass er bereits auf halbem Weg war. »Wir wissen Ihre Einladung zu schätzen«, sagte er. »Es ist wichtig, dass wir Missverständnisse ausräumen.« Der Investor deutet auf den Tisch. »Es geht nicht um Missverständnisse«, sagte er ruhig. »Es geht um Entscheidungen.« Wir setzten uns. Zwischen uns lag nichts ausser einer Karaffe Wasser und 3 Gläser. Keine Unterlagen, keine Verträge. Die Botschaft war klar, die Dokumente waren bereits geschrieben. Es ging jetzt um das, was wir nicht protokollierten. »Sie wissen, wer ich bin«, begann er, ohne sich noch einmal vorzustellen. »Sie wissen, mit welchen Strukturen ich arbeite. Und Sie wissen, was Sie damals in Genf ausgelöst haben«, er sah mich direkt an. »Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie Ihren Job gemacht haben. Aber ich habe daraus gelernt.« »Sie haben gelernt, keine Praktikanten mitdenken zu lassen?«, fragte ich. Meine Stimme war ruhig, fast sachlich. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln huschte über sein Gesicht. Ich habe gelernt, dass ich mich nicht in Situationen begeben darf, in denen einzelne Personen den Hebel in der Hand haben. Dasselbe gilt jetzt. Aurora ist so konstruiert, dass es funktioniert. Solange niemand anfängt, Grundsatzfragen zu stellen. Mein Vater räuspert sich. Wir sind alle daran interessiert, dass die Struktur stabil bleibt, sagt er. Laura kann im Rahmen ihrer Funktion. Ihre Tochter, unterbrach ihn der Investor, hat bewiesen, dass sie nicht nur Rahmenbedingungen ausfüllt. Sie zieht Linien. Das ist an sich respektabel. Aber es ist für mich ein Risiko. Die Stille im Raum wurde dichter. Draussen bewegt sich ein Boot über den See, sein Licht ein kleiner Punkt im Dunkel. »Was schlägt sie vor?«, fragte ich schließlich. Er legte die Fingerspitzen aneinander. »Ich schlage vor, dass Sie sich offiziell aus der Leitung zurückziehen. Befangenheit, wie Ihr Vater es bereits erwähnt hat. Sie bleiben im Dossier, aber an anderer Stelle ohne Entscheidkompetenz. Die Berichte, die an mich und meinen Stab gehen, werden von jemand anderem gezeichnet.« »Und im Gegenzug?«, fragte ich. Er sah kurz zu meinem Vater, dann wieder zu mir. »Im Gegenzug wird Aurora umgesetzt. Die Fazilität wird in eine langfristige Finanzierung umgewandelt mit tragbaren Konditionen. Die persönlichen Bürgschaften ihres Vaters werden schrittweise reduziert. Die heiklen Sicherheiten verschwinden leise aus den Verträgen. Mein Vater beugt sich vor. »Das wäre unsere Chance, aus der Umklammerung herauszukommen«, sagte er. »Es ist ein Weg zurück in eine normale Risikoposition.
Und falls ich bleibe, fragt dich der Investor. Falls ich die Leitung nicht abgebe? Er lehnt sich zurück. Dann wird's komplizierter. Ich habe keine Eile, Frau mehr. Ich kann warten. Wenn Aurora scheitert, werde ich meine Ansprüche durchsetzen. Auf Basis der Verträge, die ihr Vater unterschrieben hat. Vielleicht nicht laut, aber konsequent. Es war keine Drohung im klassischen Sinn. Es war die nüchterne Beschreibung einer Abfolge, die bereits vorbereitet war. Sie erwähnen meine beruflichen Entscheidungen, sagte ich. Dann wissen Sie auch, dass ich keine Berichte unterschreibe, die wesentliche Risiken ausblenden. Ob ich die Leitung habe oder nicht. Ich erwarte nicht, dass Sie lügen, entgegnete er. Ich erwarte, dass Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Die Welt ist nicht sauber, Frau Meyer, aber sie ist steuerbar. Man muss nur wissen, welche Risiken man benennt und welche man auf eine andere Ebene verlagert. Mein Vater sah zwischen uns hin und her. Laura, sagte er leise, du musst nicht zustimmen. Aber du musst auch nicht alles verhindern. Es gibt einen Mittelweg. Der Mittelweg, antwortete ich, hat in dem Fall schon zu einigen unterschriebenen Bürgschaften geführt. Er presste die Lippen zusammen. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich versuche, sie zu korrigieren. Ohne, dass alles einstürzt. Der Investor schwieg eine Weile. Dann sprach er mit einer Ruhe, die mir unangenehmer war als jede Erregung. Ich mache Ihnen ein zweites Angebot, Frau Meyer. Persönlich. Wenn Sie sich offiziell aus der Dealleitung zurückziehen, erhalten Sie eine Beteiligung an einem der Nachfolgeprojekten von Aurora. Saubere Struktur, transparent, mit Ihrem Namen in den Unterlagen. Keine versteckte Kompensation, sondern ein Zeichen, dass wir in Zukunft professionell zusammenarbeiten können. Sie kaufen kein Schweigen, sagte ich. Ich kaufe keine Worte, korrigierte er. Ich kaufe Zeit und Planbarkeit. Ich spürte, wie mein Vater den Atem anhielt. Für ihn stand mehr als eine Beteiligung im Raum, für ihn war es ein Versprechen, dass der man ihn nicht einfach fallen ließ. Sie haben Akten kopiert, sagte ich leise. Von den Bürgschaften, von den Fazilitäten. Sie haben vermerkt, dass eine dritte Partei sie hält. Warum? Zum ersten Mal wirkte er einen Moment lang überrascht. Dann nickte er langsam. Weil ich sicherstellen musste, dass niemand auf die Idee kommt, die Dokumente verschwinden zu lassen. Weder auf ihrer Seite noch auf meiner. Es ist eine Form von gegenseitiger Disziplinierung. Also haben auch sie jemanden über sich, sagte ich. Er zuckte mit den Schultern. Niemand steht hier über irgendwem. Wir halten einander nur davon ab, unüberlegt zu handeln. Der See draussen lag still. Im Raum roch es nach Holz und kaltem Kaffee. Ich sah meinen Vater an, der mich mit einem Blick bat, den er nicht in Worte fassen konnte, eine Mischung aus Angst, Hoffnung und dem Wunsch, dass ich diesmal nicht diejenige sein würde, die den Stecker zog. Ich werde heute nichts unterschreiben, sagte ich schließlich. Weder sichtbare noch unsichtbare Vereinbarungen. Der Investor nickte knapp. Das erwarte ich auch nicht. Ich erwarte nur, dass Sie wissen, welche Optionen Sie haben, bevor Sie Ihren nächsten Bericht schreiben. Mein Vater erhob sich halb. Können wir, er suchte nach einem neutralen Wort. Die Details später besprechen? Die Details liegen längst auf dem Tisch, antwortete der Investor. Was fehlt, ist eine Entscheidung. Als wir das Haus später verließen, war der See noch immer dunkel, aber die Luft wirkt schwerer. Im Wagen sprach mein Vater zuerst nicht. Dann sagte er, du musst nicht ja sagen. Aber wenn du Nein sagst, sagst du es nicht nur zu ihm. Du sagst es auch zu mir. Ich sah aus dem Fenster an den schwach beleuchteten Hängen vorbei. Es war einer der Momente, in denen man wusste, dass keine Antwort gut klingen würde. Ich werde morgen wieder im Boardroom sitzen, sagte ich. Und ich werde tun, wofür ich angestellt bin, ich mache eine kurze Pause. Die Frage ist, ob ihr beide mit dem Leben könnt, was das bedeutet. Er antwortete nicht. In der Nacht schlief ich kaum.
Zwischen den Bildern des Hauses am Zugersee und den Kopien in meinem Schreibtisch begann sich eine dritte Möglichkeit zu formen, unscharf, riskant, aber vielleicht der einzige Weg, der mich nicht zwingt, mich vollständig für eine Seite zu entscheiden. Ob sie realisierbar war, würde sich zeigen, sobald die nächste Sitzung begann. Am Morgen danach fühlt sich das Büro an der Bahnhofstrasse anders an, obwohl alles gleich war. Dieselben Glaswände, dieselben Bildschirme, derselbe Blick auf die Tramlinie. Der Unterschied lag in der Klarheit, mit der mir bewusst war, dass ich mich nicht mehr hinter Rollenbeschreibungen verstecken konnte. Ich war nicht nur Partnerin in einer Boutique. Ich war Tochter und eine Person, die vor Jahren eine Linie gezogen hat. Noch bevor die ersten Mails beantwortet waren, öffnete ich ein leeres Dokument. Überschrift Aurora Szenarioanalyse und Restrukturierungsoptionen. Kein Memo über Moral, kein Kommentar zu Charakteren. Nur Strukturen. Ich skizzierte 3 Wege. Szenario 1: Aurora wird wie geplant umgesetzt, die Kreditfazilität wird verlängert, die Bürgschaften meines Vaters bleiben weitgehend bestehen, nur leicht entschärft. Kurzfristige Stabilität, langfristige Abhängigkeit. Szenario 2: Scheiternde Fusion. Sofortige Durchsetzung der Sicherheiten durch die Zweckgesellschaft, erzwungene Verkäufe, mögliche Insolvenzen, Schaden für unsere Klientin und eine Welle von Gerüchten im Markt. Und dann das dritte Szenario, eine geordnete Restrukturierung. Offenlegung der kritischen Kreditstruktur gegenüber unserer Klientin, Ausarbeitung eines alternativen Deals ohne toxische Sicherheiten, Herauslösung meines Vaters aus operativer Verantwortung, begleitet von einer freiwilligen, diskreten Meldung an ausgewählte Aufsichtsstellen. Kein Skandal, aber auch kein Verschwiegen. Ich formulierte vorsichtig. Kein Name meines Vaters, keine moralische Wertung. Nur Rolle, lokaler Partner, privater Sicherungsgeber, Family Office Investor. Doch in jeder Zeile wusste ich, wer gemeint war. Als ich fertig war, schickte ich das Dokument an Markus Heller mit der Bitte um kurzfristiges Gespräch. Er antwortete nach wenigen Minuten, Boardroom 2. Jetzt. Er saß bereits am Tisch, mein Memo vor sich. Sie schlagen vor, begann er ohne Einleitung, dass wir der Klientin offenlegen, dass ein Teil der Struktur auf einer privaten, hochkonzentrierten Kreditbeziehung beruht, die im Falle eines Scheiterns eskalieren könnte. Ja, sagte ich. Und dass wir ihr eine Alternative anbieten. Mit anderen Investoren, anderen Sicherheiten, anderer Governance. Es wird aufwendiger, aber es ist machbar. Er tippt mit dem Finger auf den Abschnitt über die freiwillige Meldung. Und das hier? Wenn wir wissen, dass in relevanter Grössenordnung Abhängigkeiten bestehen, die bisher nicht transparent waren, haben wir 2 Möglichkeiten, sagte ich. Wir tun so, als wüssten wir es nicht. Oder wir stellen sicher, dass diejenigen, die Märkte überwachen sollen, informiert sind, bevor sie es aus dritter Hand erfahren. Heller sah mich eine Weile an, als wolle er prüfen, ob ich bereit war, die Konsequenzen des Vorschlags zu tragen. Sie wissen, dass das einem schmalen Grat entspricht, sagte er schließlich. Zwischen professioneller Vorsicht und einem Schritt, der uns mit einem mächtigen Investor dauerhaft über Kreuz bringen kann. Ich weiss, antwortete ich. Aber ich weiss auch, dass wir uns langfristig mehr schaden, wenn herauskommt, dass wir wissentlich Strukturen unterstützt haben, die auf persönlichen Druckverhältnissen basieren. Er lehnt sich zurück. Und Ihr Vater? In dem Szenario verliert er Teile seiner Projekte. Vielleicht seine Position. Vielleicht mehr. Er verliert die Illusion, alles kontrollieren zu können, sagte ich leise. Aber er behält die Chance, ohne öffentlichen Absturz weiterzuleben. Das ist mehr, als viele in seiner Lage bekommen. Es entstand eine längere Stille. Dann nickt Heller langsam. Gut. Wir werden Ihren Vorschlag als offizielle Option in die Sitzung einbringen. Aber es ist klar, wenn wir diesen Weg gehen, sind Sie das Gesicht der Entscheidung. Nicht ich. Zwar ich in Genf auch, sagte ich. Damit kann ich leben. Am Nachmittag war der Boardroom wieder voll.
Auf unserer Seite heller die Partner legal. Auf der Gegenseite der Investor mit seinem Stab. Mein Vater war als lokaler Partner eingeladen worden. Er wirkt angespannt, aber gefasst. Nach den üblichen Formalitäten legte Heller mein Dokument in die Mitte des Tisches. Wir haben das Mandat intern vertieft geprüft, sagt er. Neben der ursprünglichen Struktur sehen wir eine zweite Option. Eine die Risiken für alle Beteiligten reduziert. Der Investor sah zuerst ihn an, dann mich. Ich war nicht informiert, dass wir über Alternativen sprechen, sagt er kühl. Sie waren nicht informiert, weil wir zunächst unsere eigene Position klären mussten, entgegnete Heller. Nun ist sie klar. Ich erläuterte die Szenarien sachlich ohne Umweg. Beim dritten Szenario spürte ich, wie mein Vater unmerklich erstarrte. Als ich die Exit-Option für den lokalen Partner erwähnte, die schrittweise Entlastung gegen Aufgaben der operativen Kontrolle, starrte er auf die Tischkante. Kein Protest, kein Wort. Der Investor hörte aufmerksam zu, die Hände gefaltet. Als ich endete, blieb der Raum einen Moment lang still. Sie verlangen, sagte er langsam, dass ich auf eine Struktur verzichte, die mir maximale Kontrolle über Sicherheiten gibt, um stattdessen ein Modell zu akzeptieren, das meine Position schwächt und externe Beobachtung einlädt. Wir schlagen vor, korrigierte ich, eine Struktur zu wählen, die hält, auch wenn jemand genauer hinschaut. Sein Blick wurde schmaler. Sie sind konsequenter, als ich gehofft habe, Frau Mehr. Ich hatte angenommen, dass sich in Zürich mit den Jahren ein wenig Pragmatismus durchgesetzt hat. Vielleicht ist dies meine Form von Pragmatismus, sagte ich. Eine, die davon ausgeht, dass Dinge irgendwann ans Licht kommen. Die Frage ist nur, wer zu dem Zeitpunkt neben wem am Tisch sitzt. Mein Vater hob den Kopf. Wenn wir den dritten Weg gehen, sagte er heiser, werde ich mich aus der Geschäftsführung meiner Gesellschaft zurückziehen. Und ich werde unterschreiben, was nötig ist, um die Belastung für die Klientin zu begrenzen, er sah zu mir, nicht zum Investor. Nicht, weil ich's will, sondern weil die Alternative schlimmer ist. Es war das erste Mal, dass er offen zugab, was auf dem Spiel stand. Der Investor sah zwischen uns hin und her. In seinem Blick lag kein Zorn, eher eine kühle Neubewertung. Sie setzen viel auf eine einzige Wette, Frau Mehr, sagte er schließlich. Auf die Wette, dass Integrität auf lange Sicht einen Preis hat, den sich jemand wie ich nicht leisten kann. Ich setze darauf, antwortete ich, dass Sie genau wissen, wie viele Augen inzwischen auf Ihre Strukturen gerichtet sind. Nicht nur meine. Er lehnt sich langsam zurück. Dann werden wir sehen, wer sich verrechnet. Niemand sprach mehr, als er die Sitzung für eine interne Beratungspause unterbrach und mit seinen Anwälten den Raum verließ. Ich saß still da, die Hände flach auf dem Tisch. Mein Vater atmete schnell, als wäre er gerade eine Treppe hinaufgerannt. Du hättest auch schweigen können, sagte er leise. Und alles wäre einfacher geworden. Wäre es wirklich, fragte ich. Er antwortete nicht. Stattdessen sah er zur Tür, hinter der der Investor verschwunden war. In dem Moment wusste ich, dass meine Entscheidung gefallen war. Was noch fehlte, war die Antwort derjenigen, die glaubten, keine Wahl zu haben. Als der Investor schließlich zurückkehrte, hat sich sein Gesichtsausdruck geändert. Nicht weicher, aber entschlossener. Er setzte sich, ordnete die Papiere vor sich und sagte, gut. Dann sprechen wir über Bedingungen. Welche Bedingungen das sie würden, wussten wir in dem Moment noch nicht. Nur es war klar, es würde kein Weg zurück zu dem Abend im Kunsthaus Zürich sein, an dem noch alle glaubten, man könne gleichzeitig alles bewahren und nichts ändern. Ein Jahr später stand ich am Ufer des Zürichsees, nahe Bellevue. Es waren jener Abende, an denen die Stadt leiser wirkt als sonst. Die Lichter der Tram spiegelten sich im Wasser und über den Dächern lag ein Himmel, der weder ganz dunkel noch ganz hell war. Dazwischen, wie so oft, befand sich mein Leben. Aurora existierte noch, aber anders, als es ursprünglich geplant war. Nach 10 Verhandlungen war die Fusion nicht abgesagt, sondern neu gezeichnet worden.
andere Sicherheiten, andere Kovenants, ein Konsortium von Investoren statt einer einzigen dominanten Struktur. Die heikelste Kreditfazilität war in ein geordnetes, transparentes Paket überführt worden mit strengen Auflagen, die keiner der Beteiligten freiwillig gewählt hat. Mein Vater war nicht mehr Geschäftsführer seines Unternehmens. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, saß er heute in Bern in einem bescheideneren Büro, als er es gewohnt war. Er beriet, er plante kleinere Projekte, er sprach seltener über halb Zürich. Wenn wir uns trafen, war unsere Beziehung vorsichtiger, aber ehrlicher geworden. Du hast mir mehr genommen, als du glaubst, hat er einmal gesagt, als wir durch die Altstadt gingen. Aber du hast mir vielleicht auch erspart, wie ich geendet hätte, wenn niemand gestoppt hätte. Es war das Nächste, was einer Entschuldigung nahekam oder einen Dank. Der Investor hat seine Position nicht verloren, aber sie hat Risse bekommen. Nicht in der Zeitung, nicht auf Titelseiten, sondern dort, wo es für ihn zählte, in Ausschüssen, in stillen Runden von Entscheidungsträgern, in jenen Gesprächen, bei denen jemand sagte, mit ihm arbeiten wir nur, wenn die Kontrollmechanismen klar sind, er blieb reich, einflussreich, aber weniger frei in der Art, wie er seine Strukturen setzte. Für meine Boutique war Aurora zu einem internen Referenzfall geworden. Offiziell sprach man von konsequenter Risikopolitik und professionell gemanagten Interessenkonflikten. Inoffiziell wussten alle, dass der Preis dafür hoch gewesen war. Wochen der Unsicherheit, Diskussionen mit Aufsichtsstellen, gespannte Blicke in Sitzungen. Einige Partner hätten sich einen ruhigeren Weg gewünscht. Andere sagten leise, dass sie froh seien, die Linie jetzt klarer zu sehen. Ich selbst war äußerlich dort, wo ich vorher auch war. Partnerin, Leitung von Transaktionen, Eintrag im Organigramm. Innerlich hat sich etwas verschoben. Ich wusste nun, wie der Bodensee konnte auf einem berufliche Entscheidungen traf, wenn familiäre Bindungen unter ihm verliefen wie unsichtbare Kabel. Manchmal fragte ich mich, ob ich in Genf, damals als Praktikantin, wirklich eine Wahl gehabt hätte. Und ob ich sie ein zweites Mal bei Aurora wirklich anders hätte treffen können. Dann erinnerte ich mich an den Blick meines Vaters im Boardroom, als er begriff, dass es keinen stillen Weg mehr gab, alles zu retten, ohne etwas zu verlieren. Ich sah auf die Lichter am gegenüberliegenden Ufer. Hinter manchen Fenstern wurden vermutlich wieder Strukturen besprochen, die nie jemand öffentlich erklären würde. Die Schweiz war nicht lauter geworden in dem Jahr. Aber ich hörte Dinge, die ich früher überhört hätte. Mein Handy vibrierte. Eine Nachricht eines jüngeren Kollegen. Stern, neue Mandatsanfrage. Family Office, komplexe Holdingstruktur. Können wir morgen kurz sprechen? Ich würde gern wissen, wo du inzwischen deine Linie ziehst, Stern. Ich musste lächeln. Vielleicht war das der eigentliche Unterschied, dass inzwischen jemand fragte, bevor er unterschrieb. Ich steckte das Telefon weg und blieb noch einen Moment stehen. Der See lag ruhig, die Stadt atmete. Es gab keine Garantie, dass zukünftige Entscheidungen einfacher würden. Nur die Gewissheit, dass jede Entscheidung Spuren hinterließ in Bilanzen, in Familie, in dem, was man über sich selbst glaubt. Was hat sie getan, dachte ich, fast so, als würde ich's laut fragen. Hat sie den Deal laufen lassen, um ihre Familie zu schützen? Hat sie geschwiegen oder eine Linie gezogen, von der sie wissen, dass sie nicht nur andere treffen wird, sondern auch sie selbst? Wenn sie diese Geschichte verfolgen konnten, wenn sie sich irgendwo darin wiedererkennen in der Tochter, im Unternehmer, im Investor, dann interessiert mich ihre Antwort. Schreiben Sie in die Kommentare, welchen Weg Sie gewählt hätten. Und wenn Sie solche Geschichten aus der stillen Welt der Schweizer Entscheidungen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Die nächste Frage wartet bereits. Sie hat wie immer mit Geld zu tun. Und mit dem, was uns wichtiger ist als Geld.